Ich habe jeden Abend eine gute Flasche Cognac getrunken. Das ist keinen Monat gegangen und ich bin wieder in meinem regulären Trinkmuster drin. Vor dem letzten Entzug war es vor allem mein Ziel, so lange zu trinken, bis ich irgendwann am Morgen nicht mehr aufwache. Wie ist es eigentlich, wenn man mit 32 schon mehrere Alkoholentzüge hinter sich hat? Das erzählt uns heute Marco. Wir reden mit ihm darüber, wie das ist als Süchtiger in einer Gesellschaft, wo Alkohol allgegenwärtig ist. Ich hatte lange nicht so viele Freunde in der Schulzeit und als ich dann angefangen habe, der sein, bei dem man trinken kann oder auch immer irgendwie Alkohol zur Verfügung hat, plötzlich hatte ich ganz viele Freunde. Und so ist das dann langsam immer schlimmer geworden. Ja. Der erste Gedanke daran, dass ich das Problem haben könnte, der ist ganz lange nicht gekommen. Ich habe zwar dort schon wirklich täglich getrunken, und zwar enorme Mengen, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu denken, da stimmt etwas nicht. Ich habe jeden Abend eine gute Flasche Cognac getrunken und dazu dann noch Bier. In dieser Zeit habe ich durchgehend immer gearbeitet, 100%, habe voll funktioniert. Auch im Geschäft hat man damals gesagt, als ich dann gekommen bin und gesagt habe, ich bin jetzt krank, dann hat es geheißen, was, nein, du? Nein, sicher nicht. Alkohol, das haben wir ja nie gemerkt. Ich frage mich heute noch, ob sie es einfach gesagt haben oder ob es wirklich so ist. Weil wenn ich darüber nachdenke, was ich konsumiert habe, die Mengen, das muss man doch geschmeckt haben am nächsten Morgen. Der Marco erzählt mir, dass er zu einem Psychologen gegangen sei. Der hat ihm geraten, sofort einen Entzug zu machen. Der Marco geht in eine Klinik und ist erfolgreich. Nach meinem ersten Entzug war ich 3 Jahre trocken. Ich habe damals aufgehört mit Rauchen, aufgehört mit Kiffen und aufgehört mit Alkohol. Und das sind sehr gute 3 Jahre. Ich bin sehr offen damit umgegangen, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ich habe durch das Band eigentlich von den Leuten, die mir näher sind, super Unterstützung erfahren. Es hat sehr viele Vorurteile gegeben, immer wieder, gerade durch das, dass ich halt auch relativ jung das Ganze gemacht habe. Ich habe vor allem gemerkt, dass die Leute einfach grundsätzlich nicht verstehen, was es bedeutet, ein Alkoholiker zu sein. Viele haben das Gefühl, das sind die am Stadelhofen irgendwie unter einem Bänkchen liegen. Das ist eigentlich überhaupt nicht die Realität. Nach 3 Jahren erlebt Marco eine persönliche Krise und er fällt zurück in alte Muster. Dann mag ich mich noch genau daran erinnern, wie ich dann das erste Mal wieder getrunken habe. Der Abend, wenn ich mir dachte, ich gönne mir jetzt die eine Ausnahme. Ich habe es jetzt ja schliesslich auch verdient, nach so langer Zeit. Das ist keinen Monat gegangen und ich bin wieder in meinem regulären Trinkmuster drin von täglich trinken. Immer am Abend nach dem Arbeiten heimkommen und anfangen zu trinken. Und am Wochenende eigentlich den ganzen Tag trinken. 7 Liter Bier am Tag sei für ihn normal gewesen, erzählt mir Marco. Hilfe habe er keine Welle. Durch das, dass wir bereits in der Familie einen Suizid hatten, nicht wollen, bewusst mich umbringen, war es vor allem mein Ziel, so lange zu trinken, bis ich irgendwann am Morgen nicht mehr aufwache. Schlussendlich aus dem herausgekommen bin ich, weil irgendetwas in mir angefangen hat aufzuschreien, irgendeinen letzten Funken Lebenswillen, wo ich meinem Arbeitgeber gesagt habe, dass ich jetzt eine Zeit lang ausfallen werde, habe ich mich dafür entschieden, dass ich ihm offen und ehrlich sage, dass ich ein Alkoholproblem habe, dass ich jetzt einen Entzug machen würde. Ich habe dann meinen Job verloren, weil ich zu lange krank war. Zurzeit bin ich in einer Aufbaumaßnahme von der IV. Ich habe enorme Angst, dass ein zukünftiger Arbeitgeber, wenn er erfährt von meiner Problematik, mir darum die Chance nicht gibt, dort dann auch zu arbeiten. Das ist auch der Grund, warum ich das heute anonym machen will. Gerade im Berufsfeld haben die Leute halt einfach Angst, dass man einfach nicht funktioniert, dass man faul ist. Ich ernte sehr oft Unverständnis von Leuten, wenn ich keinen Alkohol trinke. Gerade Leute, die einfach Zufallsbegegnungen sind. Es ist normal, dass man Alkohol trinkt. Wenn man keinen trinkt, dann ist man komisch. Und das ist ja eigentlich eigenartig. Ich habe meine jetzige Partnerin in der Klinik kennengelernt. Wir helfen uns gegenseitig allein durch das, dass man weiss, das Gegenüber weiss, wie man sich fühlt. Mir tut das enorm gut, dass wenn ich von Craving oder von Suchtdruck rede, sie nicht einfach nur mal in einem Buch gelesen hat, was es bedeutet, sondern es selber kennt. Und auch durch das dann weiss, was mir in dieser Situation vielleicht am besten hilft. Ich bin jetzt, das sage ich gerne, ich bin jetzt seit einem Jahr und jetzt sind es 3 Monate bin ich abstinent. Ja. Es erfüllt mich enorm mit Stolz. Es
so ein gutes Gefühl. Es gibt die Stimme in meinem Kopf, die sagt, ja, du hast ja schon 3 Jahre geschafft und schau, wo du dann nachher gelandet bist. Aber das ist das falsche Denken. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, die Haltung, die ich mittlerweile habe. Ich bin stolz auf jeden einzelnen Tag, den ich arbeite. Das darf ich auch sein.